Heute machen wir die besten Weihnachtsgutzli der Welt. Gutzli mit Herdöpfelgewürz, Gutzli mit Kakao und nochmal ein feines Gutzli. Aber Herdöpfelgewürz ist das Beste. Könnt ihr zuschauen. Also zuallererst, bevor wir die Zutaten vorstellen, Zwiebeln rauf. Und sonst können wir leider nicht weiterkochen. So einfach ist es. Ja, das ist der Most zu dem. Jetzt haben schon 18 haben schon gedrückt. Es geht, Juppie! es geht rauf. Für die ganz viele verschiedene Gutzli. Brauchen wir unter anderem Salz oder Herdöpfelgewürz. Ich werde eine für ihn mit Herdöpfelgewürz machen. Er hat mich überzeugt. Gesehen ihr? Vorher. Es geht, es geht. Ihr habt nicht die ganze Diskussion miterlebt, aber ich mache eins für ihn. Und dann für ganz normale Sablé-Teig nehmen wir Zucker, Mehl oder Zuckermehl, Butter, ein bisschen Milch, Dessertgewürz. Eben, das ist die Variante schon. Und wir machen verschiedene Varianten. Einmal extra mit Herdöpfelgewürz. Wir machen das aber auch noch. Salz gibt in den Teig für die Struktur sowieso. Und dann machen wir noch mit Kakao, mit Limette. Limette? Ja. Okay, also Herdöpfelgewürz oder Limette, Herdöpfelgewürz. Das passt, oder? Wiederum, jetzt schon mal. Fantastisch. Ja, genau. Also ich will wirklich wissen, was du da nachher machst. Ja, Ich muss du wirst wissen. Okay, Da machst du. ich gehe jetzt sofort Genau, weg. jetzt aufpassen, du Und bist lade auf der anderen Seite, dann musst du so. Nein, ich mache so. Piu. Okay, ciao. Ein Teig, ganz viele Gutzli-Möglichkeiten. Wenn man das Basis, also die Basisversion macht, würde ich sagen, Sablé ist sogar ein Gutzli, den man nicht nur zum Weihnachtszeit kann essen. Man kann das ganze Jahr über Sablé machen und dann am Weihnachten tun wir ein bisschen besser schmücken, noch andere Zutaten dazu, man hat ein spezielles Sablé. Aber es ist ein allgegenseitiger Gutzli. Für die Basis hier brauchen wir Butter, dann brauchen wir Zucker und Dessertgewürz. Ich habe auch hier schon eingewogen. Dann riecht es schon fantastisch. Es riecht so gut. Also bei einem Gutzli-Teig mit Dessertgewürz muss man noch mehr aufpassen, dass man den Gutzli-Teig nicht roh isst. Weißt, nicht zu viel roh. Weil es riecht so gut. Und es hat keine rohe Eier drin, kommt auch noch Schweren dazu. Dann tendiert man auch so zu essen. Jetzt mache ich ein bisschen Lärm. Ich werde hier diese Butter, die habe ich vorher schon, eine Stunde vorher, aus dem Kühlschrank genommen. Und jetzt muss ich das weich schlagen mit dem Butter zusammen. Zuerst ein bisschen so, dass Zucker in diese Butterstück klebt. Sonst habe ich nachher überall Zucker in der Küche. Und es riecht mega gut. Probier dann. Also am Anfang habe ich wirklich einfach Butterstückchen, oder? Und dann hat es angefangen zu springen, aber jetzt habe ich schon langsam so weich. Dann kann ich jetzt ein bisschen schneller rühren. So, den Anfang haben wir. Was dazu noch kommt, ist ein Esslöffel Milch. Man macht nicht extra Verpackung Milch auf, deswegen. Wenn man jetzt auch noch Rahm daheim hätte, könnte man den Rahm verdünnen und dann hätte man auch Milch. Oder man nimmt wirklich ein bisschen mehr Butter. Oder zum Beispiel ein bisschen Saft von einer Zitrone oder Limette. Ging es auch. Also ich mache noch eine Prise Salz. Jetzt ist es so, ich habe hier wirklich nur Butter, Zucker, Dessertgewürz und eine Prise Salz. Schön weich. Und was werde ich hier machen? Ich teile das. Ich will nachher verschiedene Varianten haben, oder? Ich mache so 3 Teile. Ich mache hier 3 verschiedene. Ne? Ein Teil, 2 Teile. Und auch das, ich kann auch nur 1 machen. Aber ich finde es spannend, 3 Varianten hier zu machen. Ich habe bloß diese Zucker-Butter-Mischung aufgeteilt. So, bei einer kommt ein bisschen Kakaopulver. Ich könnte auch nach der Mehlzugabe hinzufügen, aber es ist viel schwieriger zum gleichmäßig verteilen und schön rühren. Deswegen mache ich das jetzt schon. Einfach schön, dass ich wieder so eine Masse habe. Ich sage, ich könnte das jetzt essen. Wie das riecht mit dem Dessertgewürz und dem Kakao zusammen. Eieiei, muss mich richtig beherrschen. Kannst du gleich die Zeit nutzen, um hier unten zu schreiben, was würdest du auch noch als Variante so von einem Sablé
Was könnte man noch dazu mischen? Ne? So, jetzt habe ich so eine Butter, Zucker, Dessertgewürz, Kakao, Masse hier. Der hier lassen wir unverändert für den Moment noch. Und da hier machen wir mit der Limette. Ich habe deswegen Bio-Limette, weil ich verwende die Schale. Und bei der Schale, wie gesagt, immer nur das grüne Teil wegraffeln. Wenn ich das Weiße auch noch nehme, dann kann es sein, dass es bitter wird. Und niemand will bittere Guetzli haben. Dann habe ich hier die zweite Variante mit diesen Limetten- oder Limonenschalen. Da habe ich so schön auch gut untereinander rühren, weil es ist jetzt einfacher, um das gleichmäßig zu verteilen. Und hier habe ich nichts anderes, also keinen Geschmack extra dazu. Am Schluss nehmen wir noch ein paar mit Herdöpfelgewürz, aber noch nicht jetzt. Habe gedrittelt, also probiere ich jetzt Mehlmenge auszudritteln. Ich rühre es zuerst so mit dem Löffel. Irgendwann werde ich da Finger brauchen. Jetzt habe ich einen krümeligen Teig. Ich werde nicht kneten, oder ich mache hier keinen Hefeteig, aber ich füge das so, es ist zu einem Teig zusammen. Einfach so. Ist wie Knetmasse spielen. Aber ich muss nicht kneten, ich will hier nicht, dass der Teig elastisch wird. Oder? Das ist kein Zopfteig oder Brotteig. So, es ist, ich habe so langsam einen Teig, habe aber noch ein Krümeli hier in der Schüssel drin. Kann ich so mit dem Teig selber diese Krümel so wieder holen. Ich nehme das hier weg, damit ich besser zeigen kann. Nachher werden wir das so in Rollen haben und rund schneiden. Es ist wirklich sehr ein einfacher Teig, also ein einfacher Guetzli, weil wir werden nicht ausstechen, das überall klebt und so weiter. Wir machen wirklich eine Rolle und das tue ich jetzt schon vorformen. Ich habe hier mir Frischhaltefolie vorbereitet und mache hier die schöne Rolle. Der Teig wird nachher im Kühlschrank für 1 Stunde ruhig bleiben. Der ist so nervös jetzt. Nein, der wird dort im Kühlschrank bleiben. Dann ist es auch einfacher zum Verarbeiten nachher. Also der Schritt ist wichtig. Ich könnte jetzt nicht weiter schneiden und schon backen. Das geht nicht. Jetzt habe ich langsam so eine Rolle. Wie gesagt, nach dem Kühlschrank ist das alles besser zum Verarbeiten. Ich habe gesagt, ich mache noch eine mit Herdöpfelgewürz. Ich mache gerade hier, sonst vergesse ich es. Also, da habe ich den ganz normalen, den Basisteig für Sablé. Ich rolle das schon mal schön dicht so. Und hier, weil ich das versprochen habe, mache ich ein bisschen Herdöpfelgewürz drin. Mal schauen, ob ihr nachher merkt, welches ist. Vielleicht ja die ultimative gute Guetzli. Ja. Auch da mache ich eine Rolle. Irgendwie ist das jetzt besser zu mir holen, seit ich Herdöpfelgewürz drin habe. Das ist vielleicht ein Geheimnis, damit Guetzli-Teig gelingt. Also das rolle ich hier zusammen. Dann weiß ich, der große ist der Basisteig. Also das mache ich jetzt mit allen Teigvarianten, mit der Limette und mit dem Kakaoteig auch. Mache ich auch die Rolle und dann schauen wir wieder zusammen, wie es weitergeht. Alle Teig sind jetzt geformt, die einfache quasi Variante mit Herdöpfelgewürz noch dazu. Haben wir die Zitrone, nein, Limette, Entschuldigung, mit Zitrone ging es übrigens auch. Und Kakaoteig, alles so in Röllchen. Diese kommen bei mir jetzt in den Kühlschrank für mindestens 1 Stunde. Ich kann das natürlich auch heute machen und erst morgen weiterverarbeiten, wenn es bei dir vielleicht besser ist. Am Abend schnell und dann am nächsten Abend weiter. Jetzt auf jeden Fall im Kühlschrank und wir machen gleich dann weiter nachher. Nach einigen Stunden habe ich jetzt meinen Teig aus dem Kühlschrank genommen, Backform vorbereitet mit Backpapier. Ich kann den Teig jetzt einfach in Scheiben schneiden, etwa 1 cm dick. Meinen Ofen habe ich vorgeheizt, 180 Grad, Umluft, je nachdem wie dein Ofen bei dir ist, aufpassen. Alle auf dem Backblech, in den Ofen schieben und unbedingt kontrollieren, das geht ziemlich schnell. Die dürfen noch leicht weich sein, bevor ich aus dem Ofen nehme. Sie werden nachher noch fest und knusprig. Beim besten 2, das ist eins mit Kakao. Aber das hier, ich bin so neugierig auf mein Herdöpfelgewürz-Guetzli. Also,
Ich würde euch empfehlen, das Rezept nie nachzukochen, weil ihr habt nachher so viele Gäste am Weihnachtsessen. Ihr müsst so viel Weihnachtsgutsein haben. Das ist das beste Gutsein der Welt mit Herdöpfelgewürz drauf.